Und auf zu einer neuen Runde hier bei Dragon Ball Z Battle of Z im Online-Modus. Wir sind gerade ein bisschen laggy, es gerade irgendwie noch ging und naja, crazy ist sowieso. Tja, Freunde, willkommen zurück hier. Ja, es ist gerade Wartungssynchronisation, ist natürlich ganz toll. Das gibt mir allerdings die Zeit, euch noch ein bisschen was zu erzählen, denn im letzten Part haben wir ein bisschen was über die Filmcharaktere, beziehungsweise sogar über die Filme selbst, natürlich die Einordnung in Dragon Ball Z-Universum erfahren. Das werden wir nach diesem Part noch ein bisschen angehen. Ich will aber auch noch ein bisschen was anderes machen zuerst, und zwar will ich euch noch über das neue Dragon Ball Projekt berichten. Ihr habt richtig gehört, es soll schon demnächst, sprich, ja, was soll es heißen? In Kürze soll es ein neues Dragon Ball Projekt geben, und zwar für die PS3, die Xbox 360 und auch für die PS4. Ja, vielleicht wird sogar mein erstes PS4-Projekt, mal gucken, was bis dahin noch so alles abgeht und so. Ich bin sowieso momentan noch in der Vorbereitungsphase für nächste Projekte. Aber wieso leckt's gerade? Mann, ich hatte doch gerade einen Testkampf. In der fast gleichen Gruppe und da ging alles problemlos. Irgendwie alles im Arsch hier. Naja, muss mich irgendwie dran gewöhnen und kann ich bitte mal zuschlagen, wäre ganz cool. Oh, was für Kondition, ja, ist natürlich ganz toll. Komm schon, ich schicke ihn in den Himmel. Oje. Also gut, ja, ein neues Dragon Ball Projekt soll kommen für Ouch. Für Ouch, genau. Nee, natürlich Mann, ey, kann ich bitte mal was machen hier? Für die PS4 unter anderem und natürlich PS3 und Xbox 360, wieso diese Aufteilung, wieso nicht die Xbox One oder PC oder Wii U? Naja, ist natürlich eine gute Frage. Die Antwort darauf wird wohl erst vom Bandai kommen können, warum das da irgendwie nicht für die Next-Gen-Konsolen auch kommt. Da habe ich aktuell keinen Schimmer. Jedenfalls neue Dragon Projekt sieht momentan so aus, man sieht bereits Ingame-Szenen vom Kampf zwischen Son Goku und Vegeta. Und auch zwischen dem von Freezer und Super Saiyan Son Goku. Also sprich, es klingt oder sieht nach aus, wäre es mal ein bisschen ähnlich wie damals mit Dragon Ball Z Budokai 1 und auch Burst war ja auch so, waren die ersten Titel für ihre jeweiligen Konsolengenerationen. Und das war ja auch damals so, dass es halt nur bis und mit der Cell-Saga war. Könnte also diesmal auch so sein, dass halt erst Game für neue Generationen, deswegen, verdammt, geht gar nicht. Dass deswegen dort nicht mehr geht als, wie gesagt, bis zur Cell-Saga. Wobei man bemerken müsste, hallo, Mann, ich kann gar nichts machen. Ich drücke da wie bekloppt auf die Tasten und macht einfach gar nichts. Es ist zum Kotzen. Ja, so kannst du natürlich auch 20 Minuten voll kriegen und einfach mal ein bisschen den Degi-Charakter raushaust und denkst, so, ich lass mal ein bisschen verprügeln und so, geht sowieso nichts ab. Mann, oh Mann. Ja, irgendwie sollte aber in diesem Spiel auch, sieht man da in diesen, ich sage jetzt einfach mal so, in den ersten Screenshots sieht es so aus, als würde irgendwie auch neuer Charakter vorkommen, der rote Haare hat und Anzug von der Capsule Corporation trägt. Soll aber auch noch so einen neuen Ort geben, der irgendwie aussieht, ja, wie die Capsule Corp, irgendwie futuristischer. Also irgendwie ganz crazy, als wäre es eine Art Paralleluniversum nochmal. Der Zukunft, vielleicht sogar mit Future Trunks oder irgendwie 1000 Jahre später. Keine Ahnung. Klingt momentan noch alles ein bisschen crazy und so, wie das Ganze natürlich am Schluss aussehen wird. Wir werden es hoffentlich bald schon mal erfahren. Ja, für mal zum neuen Titel. Wie gesagt, die Informationen gibt es leider noch nicht. Auch nicht, wann es erscheinen wird. Aber ich denke mal, so von wegen E3 ist ja auch schon bald im Juni. Und da hoffe ich doch schon mal, dass wir dort dann ein bisschen mehr Informationen haben. Ja, muss man ganz kurz mal gucken. Haben die Aufnahmen auch so laggy alles? Ja, irgendwie schon. Also irgendwie scheint es generell ein bisschen zu laggen. Hoffen wir an, ist es auch so nicht, dass der einzige bin, der da so einen Laggy-Kampf aufnimmt. Egal, was soll's. Naja, man, wir sind ja, wobei es nur 7 war. Sie kann nicht 8 benutzen, nur 7 Benutzer. Scheiße, Scheibenkleister. Da der wäre 8. Man, ich kann ja gar nichts machen, es war so ein cooler Charakter, Metal cool und so, und da hatte ich keinen vollen Losrocken. Naja, nichts gewesen mit den Späßen, aber egal. So, will man sagen, das war's soweit mal zur ersten Info bezüglich neuen Dragon Ball Spiel. Kommen wir direkt mal zur nächsten Info, wo ich sowieso dabei bin. Hallo, habe ich jetzt mein Word-Dokument? Ja, ich arbeite auch mit Office und so. Genau, Diskussionsthema Dragon Ball Z Battle of Z, das ist momentan hier Part Nummer 5 und wie es aussieht, auch vorerst mal der letzte Part. So kann ich jetzt bitte mal meinen Super-Move starten. Habe ich irgendwas gerade gehört? Macht das gerade? Oh, come on. Naja, macht's, okay. Also, die Dragon Ball Z Filme. Im letzten Part haben wir
Film 1 und 2 angeschaut und will ich natürlich diesmal gerne weitermachen. Und zwar mit Film Nummer 3, die Entscheidungsschlacht. Den kannst du irgendwie gleich angucken wie da mit Film 2, sprich, er könnte zwar im Dragon Ball Z-Universum existieren, aber natürlich nur in einem Paralleluniversum, weil anhand des Movesets, das Goku drauf hat, mit Kaioken und Genki Dama, auch hier wiederum, müsste das Ganze in einem Paralleluniversum stattfinden, weil der Kampf gegen Vegeta scheint schon vorbei zu sein und trotzdem sind sie noch auf der Erde. Das spricht der Ausdruck nach Namen gegen den Dragon Balls und so wegen Piccolos Tod. Das ist hier scheinbar gar nicht passiert und deswegen muss das Ganze, wie bereits zuvor, in einem Paralleluniversum stattfinden. Generell ist das noch sagen, da taucht ein neuer Saiyajin auf, genannt Talus. Und der sieht hier aus wie eine 1:1 Kopie von Son Goku. Okay, ein bisschen dunkler Hautfarbe und so, aber generell kann man echt sagen, er ist... Ja, das sieht aus wie Son Gokus Zwillingsbruder. Was natürlich gar nicht, ja, Kamehame, was natürlich gar nicht sein kann, weil wir wissen von offiziellen Quellen her, dass Bardock nur 2 Söhne hatte. Sprich natürlich Raditz und Son Goku. Und Son Goku hat keinen Zwillingsbruder. Haben natürlich viele gedacht, ja, da könnte sein Zwillingsbruder sein und so. Aber hat sich wohl einfach Akira Toriyama gedacht, ja, wäre ein netter Joke und so. Bringst einfach mal einen rein und guckst mal, wie dann die Leute darauf reagieren. Generell muss ich sagen, die Entscheidungsschlacht war zwar irgendwie ganz witzig und so, aber im Großen und Ganzen, worum ging es? Son Goku ist der Einzige, der gegen alle sich behaupten kann und so, schickt alle auf die Wüste, außer halt natürlich der Erzfeind, der muss kann irgendwie erst am Schluss platt machen. Mit der Genki Dama halt, wie auch immer. Die restlichen Z-Kämpfer, Piccolo, Tenshin Han, Yamchu, Krillin sind nur Statisten. Natürlich auch schade. Und gut, Son Gohan hat eine große Rolle, wo zum Musaru und so, ganz spannend, aber ansonsten im Großen und Ganzen auch hier, muss ich sagen, nicht unbedingt gerade eine Glanzleistung. Hat ein bisschen Spaß gemacht zum Zugucken, aber mein Lieblingsfilm ist garantiert nicht. Im Gegensatz zum nächsten Film, und zwar der Film Nummer 4, der heißt ja Super Saiyajin. Na, endlich ist vorbei. Das war so eine Kackrunde. Genau, der nächste Film Nummer 4 heißt Super Saiyajin Son Goku und darum ging es ja. Und der ist ein bisschen interessant, weil der könnte theoretisch im Original Dragon Ball Z Universum existieren. Ich glaube es zwar eher weniger. Wieso? Ganz einfach. Es ging darum, der Titel heißt zwar Super Saiyajin Son Goku. Son Goku fand sich aber nicht in einem Super Saiyan, sondern nur in einem sogenannten False Super Saiyan. Weil er hat zwar die Augen Super Saiyajins, aber die Haare sind nicht golden. Er hat auch keine grünen Augen, sondern eher so weiße Augen noch, weil er halt, ja, so eine Art Rampage-Modus war, ne? Kann man ja alle, dass man halt dann so, ja, halt eine weiße Iris und so hat und die Augen selber gar nicht sieht, etc. Ja. Also halt soweit, was ich aber ganz geil von dem Film ist, das ganze Spiel nach der Freezer-Saga. Wir wissen von Meister Kaio, war im Film erwähnt und so, dass dieser Gegner, Lord Slug, ist übrigens Namekianer, ja, dass der Typ stärker ist als Freezer. Und man soll wirklich ein böser Namekianer sein, weil wir wissen ja von Piccolo, Dämonenkönig Piccolo war ja eigentlich auch ursprünglich böse, etc., etc. Aber der soll ja eigentlich nur durch den schlechten Einfluss der Menschen böse geworden sein. Ja, klingt doch hier ziemlich schräg und so, okay. Und dass eben dieser Lord Slug, der irgendwie im Universum herumgeistert ist, dass er bis auf der Erde auftaucht, Dragon Ball schnappt, sich ewige Jugend wünscht, wie es ja auch schon Dämonenkönig Piccolo getan hat. Dann zum Erzfeind wurde, Son Goku zuerst gar keine Chance hat, nach dem Super Saiyan, schon voll Super Saiyan wurde. Danach wurde der Lord Slug zum Riese und Son Goku hat danach ja mit der Hilfe von Piccolo und auch mit den Kaioken, schlussendlich auch Genki Dama und so, hat dann aber Lord Slug dann noch besiegt. Und da muss ich sagen, war der Film echt genial. Zum einen Mal war Namekiano wieder mal der Bösewicht, wie es auch schon bei Dragon Ball mit Piccolo halt, dem Oberking war. Zum anderen aber auch war Piccolo endlich mal nicht nur Statist und hat auch ein bisschen was ausgerichtet, finde ich auch ganz geil. Und auch die Schwäche von wegen, dass Namekianer halt empfindliche Ohren haben, von wegen die hohe Ton, ich sag jetzt mal, die hohe Ton, wie heißt es schon da? Tonleiter, glaube ich, oder sogar, oder? Also bald Menschen halt pfeifen, das ist für Namekianer scheinbar unerträglich und so. Und noch interessant, ich muss sagen, der Film an und für sich war echt genial. Problem hierbei ist, wie gesagt, für die Original Dragon Ball Z-Saga, mein klar, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil Meister Kaio erwähnt es ja von wegen, ja, er ist stärker als Freezer in dieser Form, etc. Aber ist halt hier das Problem, wäre es nach der Freezer-Saga,
da müsste Son Goku bereits ein Super Saiyan gewesen sein. War er aber nicht, weil er so eine Art Voll-Super Saiyan und trotzdem wusste man ja Meister Kaio bereits Bescheid. Er hat gesagt, irgendwie, oh, Kampf, okay, zwischen da, was ist schon da genau, ein Kampf zwischen Super Namekiano und Super Saiyajin. Also müsste behaupten, er weiß bereits, dass es so einen Super Saiyajin gibt. Aber Son Goku war trotzdem keiner. Das müsste also bedeuten, das Ganze spielt in einem Paralleluniversum statt, wo Son Goku mit der Genkidama Freezer besiegt hat. Könnte natürlich klappen, war es so in theoretischen Art. Würde es funktionieren, so ist es jetzt ein bisschen schneller wieder. Boah, aber ganz lame. Mal hoffen, mal ein bisschen was. So, was will ich denn machen? Erstmal einen super Move einsetzen, sehr schön. Sehr schön, hat schon mal richtig reingehauen. Genau, so mal zum vierten Film. Also wie gesagt, es könnte funktionieren, ich glaube sehr weniger, aber naja, wie gesagt, Paralleluniversum, wo Freezer mit der Genkidama besiegt wurde von Son Goku. Dort kein Problem, ansonsten eher unwahrscheinlich, dass irgendwie in irgendeiner Storyline vorkommen könnte. Aber auf alle Fälle war es ein geiler Film, das muss man trotz allem sagen. Und es leckt schon wieder, das geht so hoch nicht. Ich dachte, derjenige, der so... Lecky war jetzt bereits draußen. Ihr habt es gesehen, ihr hattet 3 Striche, die meisten anderen auch und andere noch 2. Crazy. Naja, so viel mal zu den ersten 4 Filmen. Kommen direkt weiter zum 5. Film. Das war, Moment, ich muss ganz kurz mal meine Boxen sortieren. Weil ich weiß zwar alle Filme noch auswendig, aber nicht mehr die Namen ganz. Ah, so, genau. Film Nummer 5, das war ja Rache für Freezer. Kommen direkt mal zum... Naja, fast Problem, würde ich jetzt mal behaupten. Film Nummer 5, Rache für Freezer, ging es ja um Cooler. Tja, wir sind direkt hier, zeige ich ja gerade Cooler. Ist allerdings noch Cooler Nummer... Also ein Original Cooler. Pyro. Ah, das war der, der geleckt hat. Ja, danke schön, den hat man weg, ey. Bams. Genau, Cooler, Freezers Bruder, wollte Freezer um ihn brechen, weil Son Goku ihn besiegt hat. Auch hier wird die Z-Kämpfer, das spricht Z-Kämpfer natürlich von Son Goku, Piccolo, Krillin und Son Gohan natürlich, Entschuldigung, sind eigentlich kein Problem für ihn. Das Lustige daran war, Cooler hat auch seine eigene Freezer-Truppe, so wie Freezer halt seine Ginyu-Truppe hatte. Der Cooler ist ein Cooler-Trupp, das war soweit ganz interessant, weil Piccolo konnte sich mit denen einigermaßen messen. Also ich würde sogar sagen, er hatte, ja, kann eigentlich gut mit denen mithalten und so. Also mit Cooler, der war ein bisschen ein anderes Problem und der konnte sogar Son Goku noch ziemlich gut Paroli in seiner ersten Form. Also, den Film ganz geil fand, war, dass Son Goku, so wie gesagt, mit Cooler relativ gut messen konnte. Und dann hat sich Cooler aber weiter verwandelt, sprich, hat eine Form mehr als Freezer. Das fand ich ihm noch ganz geil, ist halt der ältere Bruder und so, konnte doch noch etwas ausrichten. Und sich nochmal transformieren und dann natürlich war für Son Goku ziemlich Essig, weil also gar keine Chance mehr oder komplett dominiert. Aber danach war es sogar so, dass Son Goku zum Super Saiyajin wurde. Sprich, er konnte es nicht vorher schon, es war zum scheinbar ersten Mal, dass er ein Super Saiyajin wurde. Jetzt ist es spannend, jetzt hatten wir natürlich einen Super Saiyajin Son Goku, der, wie ich sagen würde, etwa gleich stark war wie der Son Goku im Kampf gegen Freezer. Wir wissen aber, Freezer hatten so eine 100% Form noch. Und Cooler hat ja nicht, der hat einfach nur seinen zweiten Move, sage ich jetzt mal, seine zweite Form. Der natürlich auch schon doppelt so stark war wie seine alte. Okay, weiter Raum verlassen und wir haben gewonnen. Ganz geil, du. Als Cooler habe ich gewonnen. Ja, genau, und dann, also dann kam Schluss auch wieder so, Cooler gegen Super Saiyan Son Goku, hat verloren, bla bla. Wurde dann ja augenscheinlich zur Sonne geschickt mit seiner Energiewelle und starb ja. Tja, was aber hier aber noch ganz genial fand, am Anfang des Films sah man, wie Cooler, der war ja damals, als Freezer am Planeten Vegeta zerstört war, dabei, hat noch gesehen, wie eine Saiyajin-Raumkapsel entkommen war. Und darin war natürlich Son Goku drin. Sprich, ich habe mitbekommen, Freezer, du kleiner Bruder, du hast einen übersehen und so. Hoffentlich wird das nicht eines Tages zum Verhängnis. Tja. Und das ist natürlich am Schluss genau das gleiche passiert. Auch ihm wurde das zum Verhängnis. Er hätte eine Saiyajin-Kapsel abschießen müssen, hat es aber nicht getan, weil, tja, es war das Problem seines Bruders, weil er dachte sich nicht, oh, da könnte irgendwann zum Super Saiyajin werden und uns alle besiegen. Nö, soll Freezer alleine mal machen. Auch da wieder mal die Arroganz der Familie Freezer, Cooler, King Cold, keine Ahnung, ebenfalls. War soweit schon mal ganz genial. Ja, auch da der Film Rache für Freezer
ist zwar nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, aber es war ein ganz geiler Film, muss man zugeben. Vor allem halt, wie gesagt, weil auch Piccolo eine gute Rolle hat und kein Statist war. Gut, ich meine, Krillin, Son Gohan, dass die eher Statisten waren, nicht unbedingt was ausrichten konnten. Ja, okay. Was bringst du da? Hätten wir ein bisschen was? Wollen wir ganz kurz weiter erzählen? Die wäre gut so gekommen. Achso, ja stimmt, wir wollten ja Freezers Truppe. Moment, ja, ich komm schon. Mach auch ganz kurz mal. Wir können eigentlich mal alle Freezer-Truppen machen, oder? Ja, jetzt wollte ich eigentlich... Ne, komm, wir machen Freezer-Familie, das passt schon. Weil jetzt vorne kommen wir natürlich zum Film Nummer 6 und da hat genau dieser Typ seinen Auftritt. Es geht natürlich um Coolers Rückkehr. Der Film, der eigentlich ja... Ja, ich höre schon. Das kommt natürlich wieder rein. Ja, okay, Leute, gut, machen wir es halt. Was soll ich nehmen? Bata, weil er ziemlich schnell ist. Nahkampf, okay, klingt natürlich cool. Nehme ich Bata. Bata. Also kommen wir zum Film Nummer 6, Coolers Rückkehr. Dieser Film ist ziemlich konfus. Wieso? Und zwar aus zwei Gründen. Erstmals natürlich Nachfolger zum Film Nummer 5, Rache für Freezer, sprich Cooler kommt zurück, als Metal Cooler halt. Das ist soweit ja kein Problem, das wird natürlich soweit passen und so. Was wir hier problematisch oder Probleme haben ist, das Ganze in einem Universum statt, wo Gott und Piccolo bereits fusioniert sind, weil Dennis ist bereits Gott dort und wir müssen zum neuen Planeten in Namekiana aufbrechen, weil dort ist ihnen Tragödie passiert. So, das sind natürlich ein paar Probleme, weil neuer Planet Namek heißt, der alte ist explodiert. Heißt auch eigentlich, wie es in der Original Dragon Ball Z Saga war, Freezer müssen Planeten zerstört haben. Würde aber logischerweise auch bedeuten, dass Goku ihn als Super Saiyan erledigt hat. Sprich, es kann nicht 1:1 der Nachfolgerfilm zu Rache für Freezer sein. Andere Variante wäre, Goku hat natürlich Freezer mit der Genki Dama erledigt und der Planet Namek ist durch diese Genki Dama Explosion zerstört worden. War es so im Anime in der Originalsage nicht, aber hätte ja hier sein können. Okay, machen wir weiter. Wir haben einen anderen Fakt noch, Piccolo und Gott sind verschmolzen zu einem Wesen. Das haben sie damals eigentlich nur getan, weil Cell aufgetaucht ist. Natürlich die Frage hier, wieso haben sie es hier getan? Weil scheinbar sind ja irgendwie die Cyborgs noch gar nicht aufgetaucht, denn... Ja, I'm ready, come on. Ist das Kelm X oder was? Kelm X9. Arnie, der 1, 2, 3 kann es gar nicht sein. Turkasan kann es auch nicht sein, die sind ja alle Deutsch oder sprechen Deutsch. Okay, vielleicht haben sie ja international gemacht, sprechen deshalb Englisch. Wie auch, der Arnie ist so eine schlechte Verbindung. Arnie, du bremst uns alle. Tut mir leid, Kumpel. Ist leider so. Egal, kann trotzdem weiter erzählen. Coolers Rückkehr, genau, waren noch dabei. Und genau, also Piccolo und Gott waren verschmolzen. Sprich, wenn es in einem Paralleluniversum gewesen, wie wir momentan annehmen, dann würde das Ganze auch bedeuten... wieder zwei Verbindungen, cool. Aber Leute, mach mal ein bisschen hin, ich will ja weiter erzählen. Und dann wäre es ja so, bereit, endlich geht's los. Es geht los. Ja, bedeutet natürlich, weil wir haben noch andere Charaktere dort, sprich auch Krillin, Son Gohan, natürlich auch Son Goku und Vegeta. Der taucht ja auch endlich mal wieder auf. Und beide sind... Sprich, Son Goku und Vegeta sind Super Saiyajin, aber normale Super Saiyajin im Kampf gegen C19 und C20. Auf der Stufe noch. Heißt auch logischerweise, Piccolo-Gott-Fusion ist stärker als die beiden. Dann haben wir hier ein bisschen Probleme, weil schlussendlich waren es trotzdem wieder Son Goku und Vegeta, die den Gegner platt gemacht haben, Vital Cooler. Und irgendwie schien es so, als hätte Piccolo gar keine Chance gegen Cooler. Es ist natürlich ein bisschen, es ist ein bisschen crazy. Weil wir sehen von Piccolo nur, dass er zwar gekämpft hat gegen einen Metallcooler, wir sehen aber nicht gegen welchen, weil im Verlauf des Films findet natürlich heraus, dass es mehrere Metallcooler gibt. Also könnte es auch hier durchaus sein, dass Piccolo bereits 2-3 Stück erledigt hat, was die anderen gar nicht geschafft haben. Und plötzlich sind natürlich Metallcooler wieder pro Zerstörung immer stärker und so, und das haben wir nicht gesehen, und deswegen wissen wir natürlich auch nicht, wie stark Piccolo Gott genau war. Ich muss auch sagen, Coolers Rückkehr ist einer meiner Lieblingsfilme. Trotzdem, wo ich ihn einordnen soll oder überhaupt in einem Universum stattfinden kann, ist sehr schwierig, Er kann es bitte mal anvisieren. Ja, wollte gerade einen Supermove einsetzen, toll.
Wie gesagt, in welchem Universum hier der Film genau stattfinden kann, können wir nicht genau sagen und nicht genau wissen, wie der Kampf zwischen Metallcooler und Piccolo Gott war, aber ich würde schon eher sagen, ein Universum halt, wo Son Goku Freezer mit der Genkidama platt gemacht hat. Darauf folgend kam halt der Film Rache für Freezer und darauf folgend wiederum Coolers Rückkehr. Wo halt trotz allem sowohl Vegeta als auch Son Goku Super Saiyajins wurden und die Cyborgs noch nicht angegriffen haben. Warum denn trotzdem Piccolo und Gott fusioniert sind miteinander? Und kein Schimmer. Müssen wir echt Akira Toriyama fragen, er müsste wissen. Oh, tut doch weh! Männer, klar, Super Saiyan Gott plus zweifach Super Saiyajins und Gohan. Tja, however, kommen wir zum 7. Film, Angriff der Cyborgs. Das ist ein Film, wo ich sagen muss, der kann theoretisch nicht nach Film Nummer 6 kommen. Wieso? Hier kommen wiederum auch die normalen Super Saiyajins namens Son Goku, Vegeta und Trunks vor, also natürlich Future Trunks. Natürlich in der Hauptrolle auch noch Krillin, Son Gohan und Piccolo. Von daher könnte es natürlich eigentlich schon das Ganze nach dem Angriff der Cyborgs kommen. Das Problem ist aber, hierbei kommen neue Cyborgs, und zwar C13, C14, C15. Und C13 verleiht im Verlauf des Kampfes noch die Energiereaktoren oder Energieteile, wie auch immer, von C14, C15 ein und natürlich dadurch unglaublich stark, viel zu stark. Also, eigentlich muss ich sogar sagen, ist stärker als C17 und C18 niemals waren. Vermutlich sogar stärker als C16. Vielleicht sogar stärker als Cell in der ersten Form. Und trotzdem hat dann Son Goku als Super Saiyajin mit ganz geil die Energie der Genkidama absorbiert. Und wurde zu einer Art Super Saiyajin. Muss irgendwie so formulieren das Ganze, ganz crazy. Bam, gegen Super Saiyajin Gott, ganz geil. Aber auch hier, wie das Ganze in der Saga im Universum einordnen sollst, in der Timeline, das ist sehr schwierig, weil eigentlich es müsse vor dem Kampf gegen C13, C4, gegen C19, C20 kommen, weil danach geht direkt mit C16, C17 und C18 weiter und danach direkt das Training der Truppe als irgendwie, oder als zweite Variante wäre es in C19, C20 besiegt, ein Paralleluniversum und ja, da kann man nichts Neues und so, weil C17, C18 wurden nicht reaktiviert, genauso wenig wie C16 und deswegen wurden halt vom Computer aus, wurden danach C13, C14, C15 geschickt, die ja wiederum, also wird vom Stärkerasse sagen, C14, C15 sind stärker als C19, C20, aber schwächer als C17 und C18. Würde klappen. Oder etwa gleich stark wie C17 und C18 aus der Zukunft von Trunks, weil dort war es so, ein Super Saiyajin gegen ein Cyborg, das ging, aber gegen zwei Cyborgs waren es sehr viel. Das war hier ja wieder ähnlich. Also wenn du den Film einordnen willst, ja, muss fast so machen, vor dem Kampf gegen C19, beziehungsweise danach, genau. Danach aber halt, nachdem sie erfolgreich diese besiegt haben, die Cyborgs. Das würde gehen, aber wiederum halt nicht in der originalen Timeline, sondern halt in einer anderen Timeline. Tja, shit happens. So, ich sehe gerade, wir haben die ganze Freezer-Truppe wieder zusammen. Hier ist noch Ginyu, wäre das Ganze ganz cool. Guck mal, was ist der? Unterstützungstyp. Oh Gott, kann er gar nichts machen. Scheibenkleister. Egal, sieht ganz cool aus. Trotzdem haben wir Freezers Truppe. Ja, kommen wir schon. Was sagt die Zeit? Wir haben noch ein paar Dinge übrig. Alter Schwede, also da vorbei. Okay, wir uns ein bisschen beeilen, Freunde. Film Nummer 8, der legendäre Super Saiyajin. Tja, und hier kommt Broly zum Zuge. Mein klar, das Ganze muss in der Cell-Saga angesiedelt sein, weil unsere Freunde sind ja bereits auf Super Saiyajin-Niveau, also auch Son Gohan, das heißt, es muss in der Fast-Talk gewesen sein. Das Problem ist nur, diesen 10 Tagen von der Cell-Saga, klar, kommt einfach mal so ein Saiyajin vorbei und sagt, ja, guten Tag und so, hallo, Prinz Vegeta, wir haben hier übrigens noch so, naja, so einen Planeten Neunamik erfunden, Quatsch, natürlich neu Vegeta erfunden und so, wäre ganz cool, wenn du der Prinz werden würdest, ein neuer König, wie auch immer. Und natürlich Broly ausgebrochen, ja, ein legendärer Super Saiyajin, ganz geil, und Cell macht gar nichts. Der spürt das nicht, es gibt keinen Sehnenwesen zu ihm, nichts, es ist einfach nur, ja, wir besiegen einfach mal einen Gegner, der stärker ist als Cell, cool, danach machen wir noch ein bisschen Pause und gehen danach gegen Cell vor. Eher crazy. Und das andere ist, was gar nicht klappen könnte, ist die Tatsache,
dass Son Gohan und Son Goku zu diesem Zeitpunkt vom Film keine Super Saiyajins sind. Sprich, sie verwandeln sich erst im Kampf gegen Broly zu Super Saiyajins. Wir wissen ja im Training gegen Cell, also sprich im Training im Raum von Geist und Zeit, okay, ist weg. Der Amok King ist erst 90, aber im Training von Raum und Geist und Zeit sind sie ja permanent zu Super Saiyans geworden. Sprich, das Ganze könnte in der originalen Timeline, oh, come on! Ja, das Ganze kann in der originalen Timeline gar nicht funktionieren. So. Das heißt, es wird ein Paralleluniversum gewesen sein, wo sie bereits Cell besiegt haben und irgendwie wieder zurückverwandelt wurden oder halt, sie haben anders trainiert im Raum von Geist und Zeit. However, müsste einfach in einem anderen Universum sein. Was haben wir wird erstellt? Wollte eigentlich einen suchen gehen? Nein, nicht erstellt, bist du wahnsinnig. Oh, come on, wollte eigentlich. Wollte eigentlich einen suchen, Menschskind. Ja, soll ich ganz kurz zum legendären Super Saiyajin, gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Wurde gekickt. Ja, tut mir leid, Kumpel. Kann es natürlich geben. Jetzt kommen wir natürlich zu einem viel interessanter Thema, und zwar zum Film Nummer 9. Super Saiyajin Son Gohan. Das Falsche. Nein, der 10. Film wär's. Okay, machen wir ganz kurz. Super Saiyajin. Der 9. Film, Super Saiyajin Son Gohan. Das ist einer der Filme, ich würde sicher sagen, Top 3 Filme. Für mich, sprich, das sind meine Top 3 Lieblingsfilme. Und der gehört da garantiert dazu. Und zwar, der Film kann problemlos in Timeline integriert werden. Es ist nämlich ein Film, der nach dem Kampf gegen Cell vorkommt. Machen wir den hier. Bereits voll, ist klar. Und jetzt? Können wir da auswählen? Och, come on, ey. Was haben die Entwickler dabei gedacht? Hey, wieder draußen. Wieder draußen. Ja, Super Saiyan Son Gohan, sprich, also der Name der Titel des Films ist eigentlich fehl, weil es geht darum, dass Son Gohan nach dem Kampf gegen Cell findet wieder ein Turnier statt und so. Genau, und da war es ja auch so, dass ja Meister Kaio, sprich der Kaio nördlichen Galaxie, ist ja gestorben. Dadurch ist halt irgendwie ein Bann zerstört worden, weil die 4 haben damals, also sprich die 4 Kaios, haben damals den Tyrannen oder Galaxiekrieg, wie auch immer der genannt wird, Bojack, haben die den verbannt. So. Und halt durch seinen Tod wurde dieses Siegel gebrochen, er kam wieder frei, kam auf die Erde, weil er halt mal ein bisschen stunk machen wollte, wie immer halt, ist eigentlich nichts Neues. Macht euch mal Super Saiyan 2 Son Gohan. Bingo, Jackpot Baby. Und ja, und dort war es so, genau, das Ganze kam nach dem Kampf gegen Cell, weil Son Gohan war bereits ein zweifacher Super Saiyajin. Son Goku war bereits tot und ja, Son Gohan hat am Schluss den Boden aufgeräumt mit Bojack. Was ich hier vor allem geil fand, ist, es erklärt ziemlich viel, was im Anime nicht mehr erklärt wurde. Und zwar, wir sind am Ende von Anime, also am Ende der Cell-Saga, ist Son Goku gestorben und Vegeta war sauer. Ja, deprimiert, weil er sich sagte, verdammt Kakarot, wieso bist du bloß gestorben und so, was soll ich jetzt bloß machen und so, ist er davon gedüst. Und da war ja auch am Anfang des Films so, dass er total deprimiert war und sagte, kein Bock mehr auf Trainieren und so, Kakarot ist eh tot. Aber dann im Verlauf des Films plötzlich wieder dazu kam, gegen Moshe kämpfte, okay, er hat zwar keine Chance gehabt, aber trotzdem gegen ihn gekämpft hat und ja, am Schluss wieder seinen Lebensmittel zurückbekommen hat und dadurch ja auch wieder in der Buu-Saga auftrat, weil er dort natürlich wieder gegen Goku antreten wollte, etc. etc. Also in diesem Film wurde ziemlich viel erklärt, was ich auch geil fand, war Piccolo, okay, der hatte wie die meisten Z-Kämpfer, wie Yamchu, Tenshinhan, Krillin, aber auch Trunks und Vegeta, die hatten auch nicht eine große Chance gegen Bojacks Truppe. Was ich aber geil fand, war, Bojacks Truppe oder seine Rasse konnte sich wie die Saiyajins verwandeln. Ja, war zwar so eine Art Superformation, wie auch hier, sie hatten zwar einfach eine neue Haarfarbe und ja, waren auch ein bisschen muskulöser und so, aber trotzdem war es eine Transformation wie die Super Saiyajin, von dem her echt geil. Natürlich auch die Verwandlung von Son Gohan am Schluss war ganz cool und dass Son Goku nochmal auftrat, aus dem Jenseits zurückgekehrt ist für wieder 10 Sekunden und so. War doch ganz geil, muss ich ganz ehrlich zugeben und deswegen auch einer meiner Lieblingsfilme. Weil, wie gesagt, weil er auch so geil in die ganze Szene passt, im Original-Anime, Manga her. Echt genial gemacht von den Entwicklern. Gut, kommen wir natürlich jetzt zu Film Nummer 10, wir sind bald durch, Freunde. Film Nummer 10, Broly's Rückkehr. Der lässt sich
der lässt sich auch in die Originalstory integrieren. Problem hierbei ist, Son Gohan mit dem Super Saiyajin, erwachsener Son Gohan, also Teen Gohan, 17-jährig und so. Das muss in der Zeit gewesen sein, wo, also noch vor dem Kampf gegen Buu natürlich und vor dem Turnier. Weil Fusionen gab es noch keine. Son Goku war auch noch tot, sprich ihm noch im Jenseits und allem. Oh verdammt, was gerade falsch? Ah, wohl kann das Move einsetzen, verdammt. Und tschüss. Genau, Son Gohan, sprich Erwachsener, bereits Super Saiyajin, zweifacher Super Saiyajin. Broly ist zurückgekehrt, er hat den Kampf gegen Son Goku damals aus dem 8. Film überlebt. Wie das genau geschehen konnte, hatte mich auch gefragt. Ich denke einfach, weil im Film 8 war es so, dass plötzlich so eine... Ja, Son Goku hat mir einen Magen geschlagen und plötzlich war er dann irgendwie... ist irgendwie explodiert und so. Es sah zumindest so aus. Dazu würde ich zwar eher sagen, wenn sich halt Broly zum legendären Super Saiyajin verwandelt, sieht es ja auch so, als würde er sich explodieren. Er kann nicht immer ständig explodieren und so trotzdem noch am Leben sein, also müsste trotzdem ein bisschen Blut fließen. Ich denke eher, das war ja dort auch so, als Broly hat sich halt nach dem Kampf gegen Son Goku zurückverwandelt. Und obwohl der Planet explodiert ist und so, ich meine, er ist der legendäre Super Saiyajin, der kann sich natürlich trotzdem retten und so. Auch in seiner Vergangenheit so, als er seinen Vater gerettet hat von dem Tod. Und ich denke mal auch im Kampf gegen Son Goku, sprich nach seiner Niederlage, so geschehen. Und kam danach, wie auch immer, auf die Erde. Ist zunächst dann im Eis eingefroren, wow, voll getroffen. Wurde dann durch den Schrei von Son Goku wieder belebt und also erwacht wohl eher. Und konnte dann durch ein gemeinsames Kamehameha von Son Goten, Son Gohan und Son Goku, der glaube ich eher sinnbildlich da war, Quatsch, natürlich in die Sonne geschickt und dadurch vernichtet werden. Ein für alle Mal. Aber auch hier, wenn der Film wirklich in der Originalsage auftritt, das Problem ist, er muss nach dem Kampf gegen Broly vorkommen. 7 Jahre später einfach. Sprich, er muss in der gleichen Timeline sein wie auch Film Nummer 8. Und das geht ja bei Film Nummer 8 bekanntlicherweise nicht in der Original-Timeline. Das heißt, die beiden Filme müssen in anderen Timelines existieren, wo, ja, und das ist eben das Verrückte, wo die Truppe irgendwie Cell zwar bereits besiegt hat, oder aber anders trainiert hat und Son Goku trotzdem im Kampf gegen Cell gestorben ist, weil sonst wäre natürlich im Kampf bei Brolys Rückkehr noch am Leben gewesen. Also irgendwie ist da ein bisschen irgendwie ist entweder ein Logikfehler drin, oder wie gesagt, die spielen in unterschiedlichen parallelen Dimensionen statt. Kein Schimmer. Brolys Rückkehr ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme. Es war zwar cool, dass Son Gohan irgendwie einen Power-Up hatte und so. Wobei, ich muss da sagen, war wirklich eine Hauptrolle. Was ich aber auch ein bisschen cool fand, war, dass trotz allem eigentlich nur Kid Trunks, Son Gohan, Son Goten und halt, ja, Videl auch noch und Krillin noch irgendwie so eine Hauptrolle hat, aber dass Broly dann nochmal zurückgekehrt ist. Ja, ich muss sagen, man kann mit Broly eigentlich nie viel was anfangen. Ja, du bist gemein, Kumpel. Was soll das mit Broly, legendärer Super Saiyajin? Schnauze. Ja, so dazu. Kommen wir zum nächsten Film, das ist nämlich Film Nummer 11. Angriff der Biokämpfer. Tja, worum ging es darum? Es geht auch hier wieder mal um Broly, der ist ja gestorben, aber trotzdem war sein Blut noch auf der Erde, man ein bisschen damit, wollte damit ein bisschen experimentieren und so, dann zurückgeholt. Als Bio-Broly sozusagen. Was ich hier geil fand, war, Son Gohan und Son Goku kamen nichts vor, dafür aber Son Goten, Kid Trunks, C18, ja, die kamen auch vor. Krillin und ja, Misasaten halt noch. Ja, ich meine, von daher Broly nochmal zurückholen, das Bio-Broly, so glitschige Masse und so. Ich meine, es war eine coole Idee allgemein, aber wegen mir muss nicht unbedingt sein, also hätte auch gut ohne ihn leben können, ganz ehrlich. Broly war nie einer meiner Lieblingscharaktere. Fand Film Nummer 8 war ganz cool, ganz nett, aber nach Film 10 und Film 11 mit ihm macht, vor allem Film 11, war meiner Ansicht nach nicht nötig. Naja, shit happens, war natürlich jedermanns eigene Interesse und eigene Wahrnehmung. Von der Timeline her, er muss natürlich in der gleichen Timeline sein wie auch Film 10 und Film 8, weil sonst ist es natürlich unlogisch, dass er plötzlich da auftaucht. Also bekannter Kämpfer namens Broly. So, und damit, Freunde, kommen wir bereits zum letzten Film, oder letzten 2 Filme eigentlich eher. Es kann sich natürlich um Dragon Ball Z, der Film, sprich, der ja aus 2 Filmen besteht, Die Fusion und Drachenfaust.
Hier ganz geil, und zwar sind beides, vor allem Drachenfaust, eine meiner Lieblingsfilme, also auch Top 3. Fusion gehört auch ein bisschen dazu, aber ein bisschen weniger als Drachenfaust. Und zwar Fusion geht darum, dass wir zum ersten Mal überhaupt Gogeta erleben. Sprich die Fusion aus Vegeta und Son Goku, durch die nicht Ohrringe, sondern einfach durch den Fusionstanz, die Gotenks. Hierbei interessant ist, beide sind tot. Sprich Son Goku und Vegeta in diesem Film sind die bereits Geschichte. Und das klappt ja in der originalen Timeline nicht. Das wir nur dann gehen, wenn wir wiederum, wie ich schon mal erwähnt habe, in der Timeline spielen würden, in der nicht Vegeta wieder böse wurde, sondern Piccolo und halt Son Goku trotzdem nicht wiederbelebt wurde, Vegeta halt trotzdem in den Kampf gegen Majin Buu so gestorben wäre und Piccolo halt dort der Bösewicht geworden wäre und Son Gohan trotz allem Schluss der alles gerockt hätte und der große Held am Schluss gewesen wäre. So kann es ungefähr gewesen sein. Es war ja auch so, dass Son Gohan, auch ganz geil, der wurde irgendwie nochmal zu Ultimate Gohan im Diesseits, sag ich jetzt mal, aber dort irgendwie ging ja das Tor der Hölle wieder auf, so wie es auch bei Dragon Ball GT mal vorkam, oder vorkommt wohl eher. Das ging wohl schnell. Und dann kam ja auch Freezer kam zurück, und war ja ganz cool, Son Gohan hat Freezer mit einem Schlag, scheinbar als normaler Saiyajin, ich denke ja, es war Ultimate Gohan, hat den platt gemacht. Hierbei lustig war, wir haben dabei auch im Hintergrund eine andere gesehen, wie Boschak und so, und Cooler war auch dabei. Aber das ist auch Cooler und Boschak was von Freezer befehlen lassen. Ja, eher weniger. Bezweifle ich jetzt doch ganz stark. Ja, trotzdem ein ganz cooler Film. Kam auch Paikuan nochmal vor und Janemba und so Gokus 3 Super Saiyan Stufen. Trotzdem nochmal behaupten, dass auch in diesem Film war irgendwie trotz allem, ja, Son Gohan halt der Stärkste. Sprich, der stärkste Einzelkämpfer natürlich, weil Gogeta ist logischerweise der Stärkere. Übrigens gerade hier, Gogeta. Gogeta! Das ist irgendwo. Nicht? Okay. Mir fällt Vegeta noch, der wollte auch schon längst mal freischalten. Gibt es ja mittlerweile auch als DLC-Charakter zum Kaufen. Verdammt. Egal, kommen wir direkt mal zum letzten Film für heute. Und zwar die Drachenfaust. Das, wie gesagt, auch schon wie Film Nummer 9, wie Super Saiyan Son Gohan, ist das ein Film, der in der originalen Timeline vorkommen kann. Ja, Freunde, der kann vorkommen, weil das ganz nach dem Kampf gegen Buu. Es geht auch hierbei wieder in der Hauptrolle natürlich um Son Goku, dreifacher Super Saiyajin, Son Gohan, Ultimate Gohan natürlich auch, Gotenks, dreifacher Gotenks, natürlich das Riesenvieh namens Hildegard. Oh je, oh je, oh je. Ja, in der ersten Form des Films ging es ja vor allem darum, dass halt dieser Hildegard, der kam auf die Erde und so. Was? Ich bin doch der... Okay, doch nicht. Ich dachte schon, ich wäre der Inhaber des Raums, aber scheinbar nicht. Ja, schade, schade, schade. Ja, es ging darum, um das Riesenvieh namens Hildegard, das niemals wiederbelebt werden durfte, in zwei Wesen irgendwie aufgespalten wurden, nachher wieder wiederbelebt wurde, leider Gottes. Was ich hierbei geil fand, war halt, dass alle Kämpfer vorkamen, hatten alle Probleme mit dem Riesenviech und natürlich, wie der Film auch heißt, Drachenfaust, sprich Son Goku hat zum ersten Mal überhaupt die Ryuken eingesetzt, die mächtige Drachenfaust, sprich eine Genkidama und so, hat es mit der Drachenfaust gemacht. Was ich hier aber schade fand, war die Tatsache, Ultimate Gohan gegen den ersten Hildegard, sprich gegen die Kehrseite, sag ich jetzt mal, gegen die Unterseite des Viehs, hat er ganz gut ausgesehen, hat ganz schön einen reingehauen und so. Also aber der Endkampf kam mit Super Saiyan 3 Gotenks, Ultimate Gohan, Super Saiyan 2 Goku zuerst und auch Super Saiyan 2 Vegeta. War dann doch leider mies, dass wir jetzt in uns zweit sind, wa? Ja, natürlich. Mann, ey, bleib mal stehen. Das ist doch mies. Ey, ich wollte gerade ausweichen. Mann, oh Mann. Ja, was ich hier ein bisschen fies fand, war, also erstmal, als Hildegard sich ein zweites Mal verwandelt hat er Gotenks angegriffen, ein Schlag gegen Super Saiyan 3 Gotenks und der ist in seinen Einzelteile, sprich in Kid Trunks und in Goten wieder aufgesplitten. Ich meine, hallo, ein Schlag reicht, um eine Fusion aufzulösen? Der Vieh muss ja ultramäßig stark gewesen sein, trotzdem konnte Goku ihn erledigen. Also einfach Super Saiyan und Ultimate Gohan hat gegen den nichts gemacht.
Der sah aus wie ein elender Anfänger, der keine Energie spüren konnte, nix. Ich meine, sorry, Kleiner, aber du bist Ultimate Gohan, du bist ja der Stärkste eigentlich, oder? Stärker als Goten, stärker als Goku. Das fand ich ein bisschen crazy. War wiederum so, Goku ist der große Held, der muss am Schluss gewinnen, er muss als einziger dort auf der Erde stehen und so. Ja, ein bisschen schade. Fand auch interessant, Videl kam ja im Film auch vor, gegen Kampf gegen Hildegard. Die wurde wie Gohan eigentlich auch einmal bloß angegriffen von Hildegard. Man hatte natürlich keine Chance, ganz klar, aber trotzdem kann sie jetzt gleich viel ausrichten wie Gohan. Kann irgendwie nicht ganz sein, ist ein bisschen zu unlogisch. Aber egal, ansonsten, ganz geiler Film. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme, wie Fusion. Ja, wie gesagt, Fusion würde ich auf Platz 4 stellen. Drachenfaust auf Platz 1. Ne, Platz 2 natürlich. Super Saiyan Son Gohan, Platz 1. Dann Platz 3, vermutlich Super Saiyan Son Goku. Und dann, was kommt dann für ein Film? Ach ne, stimmt, Moment mal. Der muss anders sagen. Also Platz 1 ist. Jetzt muss ich aufpassen. Platz 1 ist Super Saiyan Son Gohan. Platz 2 ist Drachenfaust. Platz 3 müsste Film Nummer 1 gewesen sein, sprich die Tetsuo von Garlic Junior. Platz 4 in diesem Sinne dann wohl Fusion. Und was kommt dann noch? Jetzt ziemlich schnell mal cooles Rückkehr, Angriff der Cyborgs. Son Goku auch noch. Ach Leute, es gibt so viele geile Dragon Ball Z-Filme. Ich habe keine Ahnung, welche genau meine Lieblingsfilme sein soll. Es gibt viele, die ich ganz geil finde, andere ein bisschen weniger. So soll es auch sein. Sonst kennt OFA sagt jetzt mal nichts. Zum Film Battle of Gods habe ich auch schon mehrmals meine Meinung dazu gesagt. Würde man sagen, Freunde, jetzt nach etwa einer Länge von 30 Minuten, 40 bereits, über 40 Minuten, ganz krass. Würde man sagen, es ist vorbei hier mit Battle of Z. Es hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. 5. und letzte Part. Fürs Erste, wenn ihr immer noch wollt, dass ich weiter Parts mache, geht natürlich, kein Problem. Schaut es einfach in die Kommentare rein. Und sonst, wenn ihr mal gegen mich fighten wollt, außerhalb von Parts, außerhalb von Online-Sessions, einfach mal mich anschreiben, per Facebook, YouTube oder hier bei PSN, kein Problem. Dann können wir sicher mal einen Termin ausmachen und dann gegeneinander fighten. Aber jetzt das erste Mal genug. Auch noch ein bisschen Watching Blaze 2 zocken. Mario Kart 8 kommt bald. Super Smash Bros. Für den 3DS hoffentlich und so weiter und so fort. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht. Hoffentlich habt auch ihr ein bisschen neue Infos erhalten oder könnt auch ein bisschen was dazu beitragen. Könnt ihr auch gerne schreiben, wie ihr dazu steht, zu meinen Theorien, zu den Timeline der einzelnen Filme. Und ja, meine allgemeine Frage, welcher Dragon Ball Z-Film oder welche Filme sind denn eure Lieblinge? Tja, schreibt es ganz einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, ganz endgültig, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Dragon Ball Z, GT, wie auch immer, Video, Part, Let's Play, keine Ahnung, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.